Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern. Ja, Spielanalyse ist zu viel gesagt für das Freundschaftsspiel beim FC Basel. 1:1 Endstand. Ja, fußballerisch. Ich denke mal, die erste Halbzeit können wir bewerten. Die zweite Halbzeit lassen wir mal dahingestellt mit den 20.000 Wechseln auf beiden Seiten. Ergebnis ist zweitrangig. Ja, wir haben dann mit ein bisschen Glück das 1:1 gemacht mit dem abgefälschten Schuss. Mich würde mal interessieren, wer dem Tuchel hier den Link zu dem Kanal gegeben hat, weil wow. Wow. Kimmich als Rechtsverteidiger, Pavlovic auf der 6 und anstatt Coman Müller auf dem Feld. Wilde Nummer. Abgesehen von Davis, ja, wo du hättest noch einen Kretzig bringen können. Ich denke, die Leistung von Davis war heute auch wieder eher schlecht als recht. Wir wollen aber heute gar nicht so sehr, also Noten werde ich eh nicht verteilen oder sowas. Ich werde mal zu denen, die mir ein bisschen ins Auge gestochen haben, ein bisschen was sagen. Also erstmal, fußballerisch war die erste Halbzeit echt okay. Ich denke, wir haben wieder gesehen, dass wir uns super schwer tun, wenn Gegner defensiv steht. Das hat Basel heute getan. Gefährlich wurden wir eigentlich nur, wie auch die ganze Zeit, wenn Harry Kane irgendeine Idee hatte. Ja, Sané war Totalausfall offensiv. Ja, hat defensiv 2-3 Aktionen dafür gehabt, aber ansonsten war der teilnahmslos über 30, 40 Minuten. Also keine Ahnung, warum der so lange auf dem Feld war. Müller unglücklich, können wir es, glaube ich, am besten beschreiben. Wer mir gut gefallen hat, war Kimmich als Rechtsverteidiger. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Flanken, ja, da muss er noch dran arbeiten. Auch die Ecken, die erste war noch relativ brauchbar. Dann waren wieder 4 Stück absolute Grütze. Hätte ich mir auch gewünscht, dass man da einfach mal wechselt, dass man Sané schießt oder einen Pavlovic, wenn er schon auf dem Feld ist. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten können wir natürlich nicht so super viel ableiten. Erste Halbzeit standen wir super stabil. Basel hat aber auch nichts nach vorne gemacht, beziehungsweise wir haben den Ball super schnell wieder zurückerobert. Wir haben auch vorne mal Pressing gespielt. Auch das haben wir lange nicht gesehen unterm Tuchel. Wenn wir den Ball verloren haben, sind gleich 3, 4 Spieler gezielt drauf und wir haben die Bälle relativ zügig zurückerobert. Wir haben Basel gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch heute nochmal die Argumentation. De Ligt hat ein schlechtes Aufbauspiel. I don't know, wer das in die Welt setzt. Ich habe heute, glaube ich, nicht einen Fehlpass gesehen. Korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders oder besser in Erinnerung habt. Ich kann mich an 3, 4 sehr, sehr gute Bälle in die Tiefe erinnern, die er gespielt hat, nach vorne, wenn keine Anspielstation war. Ansonsten waren unsere Innenverteidiger super hoch jeweils, ja, wenn die Möglichkeit dazu da war. Also De Ligt war ja teilweise offensiver wie Leroy Sané über die rechte Seite, aber auch Opa mal über die linke Seite. Auch da hat man ein bisschen Veränderung gesehen. Ich bin gespannt, ob es nur ein Strohfeuer ist mit Kimmich als Rechtsverteidiger oder ob das jetzt mal eine valide Option wird. Ich denke, sollte noch ein Sechser kommen, wird es wahrscheinlich eine valide Option. Wer mir sehr gut gefallen hat, auch erste Halbzeit, war Guerrero, wo man wieder mal gesehen hat, dass ein spielstarker Achter uns einfach gut tut. Ja. Wir haben mal einen Doppelpass gesehen, wir haben mal ein Kurzpassspiel, zumindest den Versuch auch gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Davis war bisschen Licht, viel Schatten, ja, wieder viele ganz dumme Ballverluste und weiß ich nicht, Davis kommt so zurück, wie er aufgehört hat. Ne? Also das ist eine ganz schwierige Nummer. Opa super stabil. Dass wir dann in der zweiten Halbzeit das Gegentor kriegen und da hinten wackelig waren. Ja, De Ligt war vom Feld, Goretzka war drin. Goretzka war nicht gut heute als Innenverteidiger. 2 Klöpse gerissen. Kurz vor Ende auch nochmal, wo Ulle dann nochmal gerettet hat. Das war nicht gut. Aber gut. Ne? Wir gucken uns nicht umsonst nach einem Innenverteidiger um. Ansonsten zweite Halbzeit, ja, ich denke, es war schön mal die Spieler zu sehen, die hinten dran stehen so ein bisschen. Ich fand es sehr enttäuschend, dass ein Taylor und ein Kretzig so wenig Spielzeit bekommen haben. I don't know why. Ich weiß auch nicht, warum wieder ein Choupo-Moting da vorne reingestellt wurde, der wieder eine Katastrophe war. Warum man nicht endlich den Tell da auf die 9 stellt. Das ist seine Position und nicht da auf der Außenbahn verhungern lässt. Finde ich sehr schade, dass man den Jungen so ignoriert.
Ja, auch ein Kretzig, der gleich wieder den Ball gefordert hat, gleich wieder unbekümmert aufgespielt hat. Fand ich auch sehr schade. Verstehe ich auch nicht, warum man diese Spieler so außen vor lässt. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon. Ja, war natürlich ein bisschen zum Glück gezwungen, war ohne Rechtsverteidiger, musste halt ein Kimmich-Rechtsverteidiger spielen. Von daher denke ich, dass das nur ein Strohfeuer ist, aber es war schön zu sehen, dass das kann. Und ja, bin gespannt aufs Spiel gegen Hoffenheim. Ich weiß auch gar nicht, was mit dem Leimer ist. Ist der irgendwie schwerer verletzt oder war der jetzt nur nicht mit dabei? Oder wir werden sehen, weil dann ist kein Rechtsverteidiger da, da muss Kimmich rechts spielen. Ne? Ob er will oder nicht, weil keine Alternative da ist. Ja, ansonsten Harry Kane, wie gesagt, weil der Einzige, der da vorne mal gefährlich war, hat die eine Chance, die er hatte, erste Halbzeit, hat er ein bisschen verzogen. Untypisch für einen Harry. Ansonsten, ja, wir haben uns viele so Halbchancen rausgespielt, erste Halbzeit, ja. Aber es war ansehnlich, erste Halbzeit, fand ich. Ja, wir haben mal ein bisschen was anderes gesehen, auch ganz, ganz viel über Kimmich gelaufen, was wirklich ganz gut geklappt hat, wie ich fand. Leider seine Flanken noch nicht on point. Ja, wenn er mal dauerhaft Rechtsverteidiger spielen würde, wird das vielleicht auch wieder ein bisschen besser werden. Keine Ahnung. Zweite Halbzeit, vielleicht noch ein paar Worte zu dem einen oder anderen Spieler. King hat mich immer wieder enttäuscht. Ja, die ersten 10 Minuten waren okay, aber dann, also er hat sich da von irgendwelchen Jugendspielern abkochen lassen bei Basel, wo er noch nicht mehr dran vorbeigekommen ist. Also da erwarte ich einfach mehr von King. Genauso wie Sané erste Halbzeit, das war auch gar nichts. Ne? Das war absolut enttäuschend. Schupo war enttäuschend, super enttäuschend. Wie gesagt, die Jugendspieler, ja, durchweg positiv. Unbekümmert, gleich reingeschmissen, ja, hat man gesehen, die sind noch heiß, die wollen. Leon, ein bisschen unglücklich, habe ich schon gesagt. Ja, das ist, was wir zu dem Spiel sagen können. Groß mitnehmen können, tun wir nichts irgendwie. Wie gesagt, nochmal, ich fand die erste Halbzeit okay. Wir haben mal ein bisschen anderen Fußball gesehen, auch wieder mehr mit Pressing vorne drauf, dass wir gleich versucht haben, die Bälle zurückzuerobern. Wir haben auch ein bisschen mehr Kombinationsfußball gesehen, obwohl der Gegner so tief stand mit Guerrero. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Musiala, den haben wir ein bisschen vergessen. War auch ähnlich wie Müller unglücklich, würde ich es nennen. Ja, also Sané war noch einen Tacken unglücklicher da vorne. War bemüht, Musiala. Er hat ein, zwei Aktionen gehabt, aber dann auch ja, hatte auch dann oft das Problem, dass er halt wieder vorne steht und den Ball bekommt, wo er dann mal 2, 3 Mal drauf laufen konnte auf die Kette, war es einen Tacken besser. Ja, wir tun uns einfach schwer gegen tiefstehende Gegner. Ne? Bin sehr gespannt auf das erste Spiel gegen Hoffenheim. Ich denke, Hoffenheim ist nicht mehr so die Mannschaft, die so tief steht, aber wer weiß, ob sie es gegen uns vielleicht ein bisschen anpassen. Joa, das ist, was ich zu dem Spiel sagen kann. Ne? Also war auf jeden Fall mal schön zu sehen, dass Kimmich den rechten Verteidiger auf jeden Fall noch spielen kann. Hat ein, zwei Mal, dann hat er sich ein bisschen verirrt, ist aber wieder zügig auf die Position gegangen. Also das würde schon gehen. Und ja, ich denke, die Mitte war mit dem Pavlovic auch ganz gut besetzt. Und mit dem Guerrero davor, wo im Guerrero, man hat es gesehen, teilweise dann doch so ein bisschen Probleme in der Rückwärtsbewegung hatte. Das muss noch einen Tacken besser werden, denke ich. Aber nach vorne hin hat er uns auf jeden Fall gut getan. Ja, gerade mit dem Versuch des Kombinationsspiels. Leider hat Davis viele Sachen kaputt gemacht über die linke Seite. Ja, gerade zweite Halbzeit hat man dann am Anfang sehr, sehr viel über links gespielt. Also alles wie erste Halbzeit über rechts gespielt, haben zweite über links und da war Davis maßlos überfordert, Alter. Also erstmal stand da 4-mal im Abseits und ansonsten auch die Bälle direkt verloren und das war nicht gut. Ja, ich hätte mir da gewünscht, dass man da den Kretzig mal viel mehr einsetzt und mal eine Chance gibt, gerade in diesen Spielen. Sollte man da vielleicht mal ein bisschen was ausprobieren und nicht einen formschwachen Fonsi da hinstellen. Genauso wie ein Sané, den hättest du aller spätestens zur Halbzeit auswechseln müssen. Der hat ja irgendwie gar keinen Bock gehabt, ja. Auch das ist schade, da hätte man auch mal ein bisschen was ausprobieren können. Aber gut. Wir müssen ja schon froh sein, dass wir mal einen Kimmich über rechts gesehen haben, aber ich denke, das wird auch eine Eintagsfliege sein. Ja, sobald ein Leimer irgendwie wieder laufen kann, wird der auf Rechtsverteidigerposition spielen, Kimmich in der Mitte. So wird es leider sein. Ich hätte gerne auch mal Pavlovic und Kimmich gesehen, so. Das wäre vielleicht auch mal eine Option gewesen.
hätte man halt auch mal nutzen können, das Spiel dazu und mal den, wie hieß er? Oder wie heißt er? Unser Hightech-Talent, was wir vom Barca verpflichtet haben. Lass mich kurz gucken. Aznu, oder? Ich glaube, der Aznu ist es. Hätte man halt auch schon eher bringen können. Er hat auch einen guten Eindruck gemacht, die paar Minuten, die er da war. Ballsicher, quirlig, schnell. Hätte man halt auch mal einfach aus der Rechtsverteidigerposition bringen können dann in der zweiten Halbzeit und Kimmich und Pavlovic mal in der Mitte, Kimmich mal als Achter, hätte ich mal gern gesehen. Auch solche Sachen hätte man in so einem Spiel machen können. Ja, das ist, was wir sagen können. Irgendwelche großen Rückschlüsse können wir aus dem Spiel nicht wirklich ziehen. Wa? Wir können festhalten, offensiv ist es genauso wie in der Hinrunde. Was soll sich aber auch ändern? Dass, wenn es gefährlich wurde, Harry Kane das eingeleitet hat meistens. Dass ein Davis sehr, sehr schwankend ist. Ein Coman sich auch nicht wirklich durchsetzen kann im 1 gegen 1. Und das gegen Spieler vom FC Basel. Das ist ein bisschen schwierig. Was wir mitnehmen können, ist, Kimmich kann Rechtsverteidiger spielen. Das haben wir heute ganz gut gesehen. Ja, das war echt okay. Und was wir auch mitnehmen können, klar, Basel ist ein bisschen offensiver geworden in der zweiten Halbzeit. Aber ich denke, man hat klar gesehen, wenn De Ligt nicht auf dem Feld ist, dass da einfach eine Menge Stabilität flöten geht. Vielleicht nimmt sich Tuchel da ja auch mal was an. Ich meine, aktuell ist er ja zum Glück gezwungen. Von daher, ja, das sind meine 2 Cents zu dem unwichtigen Freundschaftsspiel, aber wir konnten wenigstens mal wieder ein bisschen Fußball sehen. Und dann freuen wir uns jetzt auf die nächste Woche, wenn es losgeht. Ich denke, es wird kein leichtes Spiel werden. Wir spielen, glaube ich, direkt gegen Hoffenheim, oder? Hoffenheim darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Ja, die werden nichts zu verlieren haben in München. Ich bin sehr gespannt. Musst du natürlich gewinnen, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, du musst natürlich den Druck auch hochhalten auf Leverkusen. Freitagabendspiel, Stadion sollte brennen hoffentlich. Und ja, vielleicht zieht Tuchel ja ein paar Schlüsse aus dieser Partie. Ja, wir können es nur hoffen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn es nicht zu viele werden, beantworte ich sie so unter der Woche. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein Freundschaftsspiel nicht groß analysieren, überbewerten. Es war halt einfach mal angenehm zu sehen, dass ein Kimmich noch einen Rechtsverteidiger spielen kann. Ja, deswegen dieses kleine kurze Video. Tschüssi!